meine einfach einen Ort, an dem unsere Geschichte anfängt. Und gibt es auch irgendwas, was jetzt gerade, was vielleicht auch inspiriert durch unseren ersten Song, unbedingt noch auf die Bühne gerade muss? So, was jetzt? Ich will da, es darf nicht stecken bleiben, ja? Also es muss einfach vielleicht manchmal gleich raus. Gemüsepizza. Gemüsepizza. Angeregt durch unseren Song. Ja, Gemüsepizza wird auf jeden Fall irgendwie vorkommen in unserer Geschichte. Und der Ort, an dem diese Geschichte zumindest beginnt, ist die Tropfsteinhöhle. Ja. Zählt mit uns ein, das ist unser Mittel. Das kann ich groß erklären. Zählt mit uns ein. 3, 2, 1, los. Viel Vergnügen bei unserer Geschichte in der Tropfsteinhöhle mit der Gemüsepizza. 3, 2, 1, los! Petra war Forscherin, Höhlenforscherin. Und sie erforschte etwas sehr Besonderes. Etwas, woran sich noch nie jemand gewagt hat. Etwas, bei dem sämtliche Themen im Raum verstummten, sobald sie es erwähnte. Sie hatte die fixe Idee, aus Tropfsteinhöhlen, aus den geronnenen Stalagniten und Stalaktiten, die vorher oben raus und unten und dann unten wieder rauskommen. Sie hatte die fixe Idee, dort ein Restaurant reinzumachen. Ihr war immer zu warm, egal wo sie war, und dort fühlte sie sich wohl. Und sie dachte, wenn ich dort wo ich forsche, dort wo ich Stalagniten und Stalaktiten oder andersrum erforsche, dort auch noch Menschen um mich sammeln könnte, dann wäre mein Glück perfekt. Mein Glück. Ich baute den Ofen in die Grotte. Das Feuer ging zwar immer wieder aus, aber das machte mir gar nichts aus. Ich hatte eine gefrorene Gemüsepizza dabei. Die schnitt ich mit einem Stalaktit. Einfach 2. Mein Doktorvater kam vorbei. Da waren wir in meinem Traumort schon 2. Wir lutschten unsere Pizzastückchen, sprachen kein Wort. Ein Traum ist mein Traum und nicht dein Traum, und es ist mein wunderbarer Raum. Ich wartete 2 Jahre, bis jemand vorbeikam und ein gefrorenes Pizzastückchen nahm. Da wusste ich, es wird irgendwann mal klappen. Und dann werden sie
nicht mehr allein. Mein Traum ist mein Traum, ist nicht ein Traum, ist mein Traum, alleine mein Das muss doch irgendwie zusammengehen. Du kannst mich nicht so hängen lassen, du siehst doch, so kann es gehen. Ich häng dich jetzt daneben, nimm dir mal ein Beispiel an ihn. Das ist die Idee, Stalaktitenpizza, ja. Pizza, die von der Decke hängt und aus dem Boden wächst. Ich hab's, das wird die Geschäftsidee des Jahrhunderts. Ich einfach rausmarschiert aus meiner Höhle, oh wie wundert's. Ich hab ne Idee, die tut niemandem weh. Ich wanderte nach New York City, oh. Da finden Sie verrückte Ideen, einfach very pretty. Ich baute auf dem Times Square meine Stalaktitenpizza auf. Die Leute flogen einfach drauf. Sie kauften mir den Stalaktitenpizza einfach leer, die ich verkaufte. Tiefgefroren, was in New York funktioniert, ist auch woanders nicht verloren. Ich musste die Probe aufs Exempel machen. Ich wusste, die Leute in Marburg haben nix zu lachen. Hinten auf dem Marktplatz baute ich meine Pizza.
Erst schauten Leute nur skeptisch, die Studis wanderten einfach vorbei. Aber dann kamen sie langsam aus ihren Löchern herbei. Ich schnitt ihnen was von einer Stalaktiten-Gemüsepizza auf. Geh doch einfach. Ist zu lutschen. Ich war ein Verkaufswunder geworden, oder ein Verschenkwunder. Hier, ich weiß, du bist sehr Genie. Für dich umsonst. Er lutschte so ein bisschen lustlos und nicht so ganz sicher dran rum. Aber dann weiteten sich die Äuglein und ich wusste, ich hatte ihn rumgekriegt. Hey, das war meine Probe aufs Exempel, wenn ich Marburg habe, gehört dir die Welt. Die Welt. Alles Liebe.